cara Cornelia Funke, caro Albrecht Cordes, cari amici ospite, cari voi tutte e tutte, benvenuti. Liebe Cornelia Funke, lieber Albrecht Cordes, liebe Gäste und Freunde des Deutschen Studienzentrums, herzlich willkommen. Mentre fuori si faceva buio e la luna riprendeva possesso della sua città, cioè Venezia. Così inizia un paragrafo del libro Il Re dei Ladri di Cornelia Funke. Quest'anno siamo felici a salutarla come ospite d'onore del Centro Tedesco di Studi Veneziano e, se posso rivelarlo, ha accettato con grande entusiasmo l'invito del nostro presidente Cordes a raggiungerci questo fine settimana. Non potrebbe esserci una frase più appropriata per questa sera. È ormai buio e la luna calente sorgerà a est-nord-est, questa direzione, verso le 10. Forse la vedremo più tardi sopra il campanile di San Marco. Während es draußen dunkel wurde und der Mond seine Stadt wieder in Besitz nahm, Venedig, so beginnt ein Absatz im Buch Herr der Diebe von Cornelia Funke. Wir sind glücklich, Sie in diesem Jahr als Ehrengast des Deutschen Studienzentrums in Venedig begrüßen zu dürfen. Und wenn ich das verraten darf, sie hat mit großer Begeisterung diese Einladung unseres Präsidenten Albrecht Cordes angenommen. Schön, dass du da bist, Cornelia. Einen zutreffenderen Satz für heute Abend könnte es gar nicht geben. Es ist nun dunkel und der abnehmende Mond wird genau genommen um 21:51 Uhr in Nord-Nordost aufgehen, diese Richtung, und vielleicht sehen wir ihn dann später über dem Campanile San Marco stehen. In occasione del mio insediamento di questa mattina ho parlato dell'attuale Leitmotiv del Centro Tedesco, Widerspiegelungen, rispecchiamenti. Anche la luna ci apre come un mezzo di trasmissione, cioè di luce solare che viene riflesso in modo trasformata e cambiata. Nel libro di Cornelia non solo Venezia è lo spazio speculare di molte aperture della tensione tra il mondo dei bambini e quello degli adulti, ma la luna è anche una protagonista segreta, ma non meno significativa. Questi molteplici rispecchiamenti della finzione letteraria e della nostra esperienza reale di Venezia sono quindi molto più che marcatori simbolici di una storia. Sono anche un efficace strumento estetico per relazionarsi con se stesso e con l'ambiente. E qui a Venezia funziona semplicemente meglio. Ich habe heute Vormittag in meiner Amtseinführung vom aktuellen Leitmotiv gesprochen, des Deutschen Studienzentrums. Widerspiegelungen, Rispecchiamenti heißt es. Und auch der Mond erscheint uns als ein Medium der Übertragung, nämlich eben des Sonnenlichts, das er transformiert und verändernd reflektiert. Im Buch von Cornelia Funke ist nicht nur Venedig ein Spiegelraum für viele Abenteuer in der Spannung zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt. Auch der Mond ist heimlicher, aber nicht minder bedeutsamer Protagonist. Diese mehrfachen Spiegelungen von literarischer Fiktion und unserem realen Erleben Venedigs sind daher weitaus mehr als symbolische Markierungen einer Geschichte. Sie sind darüber hinaus ein effektives ästhetisches Instrument, sich mit sich und der Umwelt in Bezug zu setzen. Das klappt einfach in Venedig ganz besonders gut. In questa ottica attendo con ansia l'intervento di Cornelia Funke con Albrecht Cordes, che la mia collega Petra Schäfer tradurrà gentilmente e anche la mia collega Michaela Böhringer sarà integrata. In diesem Sinne freue ich mich auf das Gespräch von Cornelia Funke und Albrecht Cordes, das meine Kollegin Petra Schäfer übersetzen wird, und auch meine Kollegin Michael Böhringer wird integriert sein. Buon divertimento, viel Vergnügen. Liebe Cornelia Funke, liebe Freunde des Deutschen Studienzentrums, es gibt Momente im Leben, die sind so schön, da möchte man sich zwicken.
um zu gucken, ob es auch Wirklichkeit ist. Eine der Situationen im Leben, die mich am meisten verzaubern, ist es, draußen Kino zu gucken, Freiluftkino. Und das werden wir heute Abend auch tun. Wir müssen pünktlich um 9 diese Teil der Veranstaltung beginnen, weil wir dann irgendwann auch die Techniker wieder nach Hause schicken müssen. Direkt davor, oder nein, nach Filmbeginn gibt es aber die Möglichkeit, kurz noch mit Cornelia Funke in den Salone zu gehen und sich eine Karte oder ein Lesezeichen signieren zu lassen. Wer das möchte, mag das tun. Wir fangen aber mit der Filmvorführung dann schon an. Jetzt aber erstmal zu unserem Gespräch. Wir haben das Programm der Ehrengäste hier am Studienzentrum und da eines der Vergnügen der Präsidentschaft ist, dass man da Anregungen geben kann und sich vielleicht fast jemanden aussuchen kann. Da muss er noch zusagen, und das, liebe Cornelia, ist bei dir gelungen. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Es gibt viele Gründe, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, weil es nicht um mich geht, sondern um dich und um deine Bücher. Der wichtigste Grund ist offensichtlich, dass es hier dieses Venedig-Buch gibt. Du hast als Illustratorin begonnen, über dieses Verhältnis zwischen Text und Bild wollen wir gleich noch sprechen, aber zuerst die Frage nach Venedig. Hier sehen wir also eine der Hauptfiguren auf der Rialto-Brücke mit der Maske. Im Hintergrund laufen einige der Original Illustrationen von Cornelia Funke in der PowerPoint-Präsentation. Und jetzt möchte ich gerne nach Venedig fragen, aber ich darf nicht zu lang reden, weil zwischendurch Petra Schäfer immer noch das Ganze auf Italienisch übersetzen muss. Das war jetzt viel zu groß, der Block. Entschuldigung. Cari, gentilissimi signore e signori, cara Cornelia Funke, grazie per essere venuto. Che dire, ci sono dei momenti nei quali veramente uno non sa se vive in realtà o in fantasia, bisogna veramente chiedersi ma dove sono, ma cosa faccio? Uno di questi momenti per me è poter essere all'esterno e vivere e godermi una serata cinematografica, un open cinema, ecco, quello che viviamo proprio stasera. E sono felice che possiamo vivere un tale momento stasera con te, Cornelia, con tutti voi. E cominciamo però prima appunto gli avvisi pratici, puntualmente alle 9 per finire poi anche congruo con i vicini di casa, non troppo tardi. E quindi adesso faremo una chiacchierata insieme fino alle 9, ma prima poi che cominciamo il film, o anzi cominciamo subito il film, ma avrete voi la possibilità di fare 2 chiacchiere con l'autrice se avete piacere, farvi firmare, autografare una cartolina che gentilmente ha portato se avete piacere, però magari non uscite tutti insieme un po' alla volta, Cornelia sarà qui per autografarvi dopo nel salotto. Ma perché siamo qui stasera? Noi nel centro tedesco abbiamo questo bellissimo programma degli ospiti d'onore. Ecco, è un privilegio del presidente di potersi scegliere, indicare personalità che possono venire qui da noi a Palazzo Barberini Terrazza per questo programma, e sono felice che te, Cornelia, hai accettato di essere la nostra ospite d'onore nel 2023. Ci sono tantissime ragioni per questo, non ne vogliamo parlare ora, ma vogliamo parlare di te in particolare. Lo vediamo già, tu hai portato questo libro veneziano che vediamo qui, e sulla copertina vediamo già il protagonista del libro con la sua maschera proprio sul ponte di Rialto. Hai iniziato te come illustratrice, e in effetti stiamo scorrendo sullo schermo che vediamo sullo sfondo alcune delle illustrazioni originali che te stessa hai disegnato per questo libro, e siamo felici e adesso ne parliamo. Welche Rolle spielt Venedig? Ist Venedig die Hauptfigur, die wahre Hauptfigur? Ist Venedig der Ort, der einen je nach Wunsch erwachsen macht oder einem die Jugend zurückschenkt? Das ist jetzt schon Albrecht, das ist eine schon so interessante Frage, dass ich jetzt eigentlich hier sitzen und nachdenken müsste. Die hat mir auch so noch niemand gestellt. Ja, wahrscheinlich kann Venedig das. Und Venedig ist die Hauptfigur des Buches. Ich glaube ganz fest daran, an Orte
als Hauptfiguren eines Buches, weil ich auch sehr an die Macht von Orten glaube. Und ich glaube, ich brauche niemandem, der in Venedig lebt, das erklären. La prima domanda quindi è appunto quella di quale ruolo ha Venezia. È Venezia la protagonista, chiede il professor Cordes, oppure se Venezia stessa è attore, attrice, è in grado di rendere adulti o di ridonare la gioventù? La risposta di Cornelia Funk era che in realtà è una domanda talmente interessante che ancora nessuno le ha posto e che dovrebbe star qui ora a pensare. Ha risposto molto veloce, però ha detto sì, forse Venezia è protagonista e anzi credo che luoghi spesso possano essere protagonisti perché hanno un incredibile potere. Kann man Venedig mithilfe deines Buches besichtigen, indem man dein Buch als Fremdenführer benutzt? Ja, Gott sei Dank kann man das. Das haben mir ganz viele Kinderbriefe bewiesen, die ihre Eltern zwingen, so schreiben die Eltern das oft, nach Venedig zu reisen. Und dann mit dem Buch habe ich einmal gehört, eine deutsche Familie einer englischen Familie auf der Rialtobrücke begegnete, die gerade auf der Suche nach waren. Ich höre auch von Kindern, die über der Piazza Margherita an jedes Haus klingeln, um die Ida zu finden. Aber die Isola Segreta haben sie noch nicht gefunden. La seconda domanda del Presidente era se e in quanto il libro possa essere utilizzato anche come una guida per chi desidera visitare Venezia, chi desiderasse visitare Venezia. Sì, assolutamente, risponde Cornelia, dice che appunto tantissime lettere di bambini lo provano, addirittura tantissimi bambini proprio costringono i propri genitori di visitare Venezia e le è successo, e ha avuto questa testimonianza, che appunto una volta sul ponte di Rialto si sono incontrati tra le famiglie, una famiglia britannica e una famiglia tedesca, e insieme sono andati a cercare i luoghi del romanzo Il Re dei Ladri. E non solo, altro esempio è che i bambini vanno in Campo Santa Margherita e suonano casa per trovare la loro protagonista. Sì, ecco, si può fare. Vielleicht ist das ein guter Moment, dich zu bitten und einzuladen, einen sehr wichtigen Teil des Buches vorzulesen, nämlich gleich den Anfang, in dem der Protagonist Venedig vorgestellt wird. Cornelia wird das selbst auf Deutsch tun und dann liest Michael Böhringer die entsprechende Passage auf Italienisch vor. Ja, ich habe gedacht, mein Italienisch ist der wunderbaren Übersetzung von Roberta Maniani noch nicht gewachsen und es wird sie so viel schöner machen als ich. Kundschaft für Viktor. Es war Herbst in der Stadt des Mondes, als Viktor zum ersten Mal von Prosper und Bo hörte. Die Sonne spiegelte sich in den Kanälen und überzog die alten Mauern mit Gold. Aber der Wind blies eisig vom Meer herüber, als wollte er die Menschen daran erinnern, dass der Winter kam. In den Gassen schmeckte die Luft plötzlich nach Schnee und die Herbstsonne wärmte nur den Engeln und Drachen hoch oben auf den Dächern, die steinernen Flügel. Das Haus, in dem Viktor wohnte und arbeitete, stand dicht an einem Kanal, so dicht, dass das Wasser unten gegen die Mauern schwappte. Manchmal träumte Viktor nachts, dass das Haus in den Wellen versank, mitsamt der ganzen Stadt, dass das Meer den Dampf fortspülte, mit dem Venedig am Festland hing wie eine Kiste Gold an einem dünnen Faden und alles verschluckte. Die Häuser und Brücken, Kirchen und Paläste, die die Menschen dem Wasser so frech aufs Gesicht gebaut hatten. Aber noch stand alles fest auf seinen hölzernen Beinen und Viktor lehnte an seinem Fenster und blickte durch die staubige Scheibe nach draußen. Kein anderer Ort auf der Welt konnte so unverschämt mit seiner Schönheit prahlen wie die Stadt des Mondes. Das Sonnenlicht ließ die Spitzen und Bögen, Kuppeln und Türme um die Wette leuchten. Pfeifend kehrte Viktor dem Fenster den Rücken zu und trat vor den Spiegel. Genau das richtige Wetter, um den neuen Bart auszuprobieren, dachte er, während die Sonne ihm den stämmigen Nacken wärmte.
Erst gestern hatte er sich das Schmuckstück gekauft, einen gewaltigen Schnurrbart, so dunkel und buschig, dass ein Walross ihn darum beneidet hätte. Vorsichtig klebte er ihn unter seine Nase, stellte sich auf die Zehenspitzen, um etwas größer zu erscheinen, wandte sich nach links, dann nach rechts und war so versunken in sein Spiegelbild, dass er die Schritte auf der Treppe erst hörte, als sie vor seiner Tür Halt machten. Kundschaft! Verdammt! Musste ihn ausgerechnet jetzt jemand stören. Mit einem Seufzer setzte er sich hinter seinen Schreibtisch. Vor der Tür flüsterte jemand. Wahrscheinlich bewundern Sie mein Schild, dachte Viktor. Es war schwarz und glänzend und sein Name stand in goldenen Buchstaben darauf. Viktor Gatz, Detektiv. Ermittlungen aller Art. In 3 Sprachen hatte er das prägen lassen, schließlich kamen oft Kunden aus anderen Ländern zu ihm. Den Türklopfer neben dem Schild, einen Löwenkopf mit einem Messingring im Maul, hatte Viktor gerade heute Morgen poliert. Na, worauf warten die da draußen? Dachte er und trommelte mit den Fingern auf die Stehlehne. Avanti! Rief er ungeduldig. Die Tür ging auf und ein Mann und eine Frau betraten Viktors Büro, das gleichzeitig sein Wohnzimmer war. Argwöhnisch sahen sie sich um, musterten seine Kakteen, die Bärtesammlung, den Garderobenständer mit den Mützen, Hüten und Perücken, den riesigen Stadtplan an der Wand und den geflügelten Löwen, der als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch stand. »Sprechen Sie Englisch?« fragte die Frau, obwohl ihr Italienisch nicht schlecht klang. »Selbstverständlich«, antwortete Viktor und wies auf die Stühle vor seinem Schreibtisch. »Englisch ist meine Muttersprache. Was kann ich für Sie tun?« Die beiden setzten sich zögernd. Der Mann verschränkte mit mürrischem Gesicht die Arme und die Frau starrte auf Viktors Walrossbart. »Oh, das ist nur eine neue Tarnung«, erklärte er und zog sich den Bart von der Oberlippe. »In meinem Beruf ist so etwas unerlässlich. Was kann ich für Sie tun? Irgendetwas verloren, gestohlen, entlaufen?« Die Frau griff in ihre Handtasche. Sie hatte aschblondes Haar und eine spitze Nase, und ihr Mund sah nicht so aus, als ob sie ihn allzu oft zum Lächeln benutzte. Der Mann war ein Riese, mindestens 2 Köpfe größer als Viktor. Auf seiner Nase schälte sich ein Sonnenbrand, und seine Augen waren klein und farblos. »Versteht wahrscheinlich keinen Spaß«, dachte Viktor und legte die Gesichter der beiden in seinem Gedächtnis ab. Telefonnummern konnte er sich schwer merken, aber ein Gesicht vergaß er nie. »Uns ist etwas verloren gegangen«, sagte die Frau und schob ihm ein Foto über den Schreibtisch. Ihr Englisch war besser als ihr Italienisch. 2 Jungen blickten Viktor an. Der eine blond und klein, mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Der andere älter, ernst mit dunklem Haar. Der Größere hatte den Arm um die Schultern des Kleinen gelegt, als wollte er ihn beschützen vor allem Bösen in der Welt. Un caso insolito per il detective Gatz. Nella città del Leone a lato, l'autunno volgeva ormai al termine, quando Victor sentì parlare per la prima volta di Prosper e Beau. Splendeva il sole e i palazzi parevano rivestiti d'oro, nel gioco di riverberi che la luce creava con le onde dei canali. Tuttavia, dal mare soffiava un vento gelido, quasi a ricordare che l'inverno era alle porte. Nelle calli l'aria si era fatta all'improvviso pungente, foriera di neve. I raggi lambivano obliqui i tetti e gli unici a poterne godere sarebbero stati gli angeli e i draghi che dominavano la laguna, se non fossero stati di pietra. La casa dove Victor viveva e lavorava sorgeva così vicino all'acqua che se ne poteva udire lo sciabordio contro la facciata. Di notte gli capitava di sognare che l'edificio affondasse negli abissi e tutta Venezia con lui. La città, la Serenissima, gli appariva come uno scrigno traboccante di tesori, trattenuto a terra da un esile filo che un mare in tempesta stava per spezzare per poi inghiottire tutto, l'intero abitato, chiese, ponti e monumenti,
tutto ciò che gli uomini avevano osato costruire sfidando correnti e maree. Al risveglio, però, tutto era ancora sul suo posto, ben saldo sui pali di legno delle fondamenta. Victor si accostò alla finestra impolverata. Nessun altro luogo al mondo poteva ostentare una bellezza così sfacciata come la città del Leone all'Ata. Guglie, archi, cupole e campanili sfavillavano sontuosi nella luce del mattino. L'uomo voltò le spalle a quella vista suggestiva per provare uno dei suoi innumerevoli travestimenti davanti allo specchio. Tempo ideale per inaugurare i miei nuovi mustacchi, pensava, mentre i raggi che filtravano tiepidi attraverso i vetri gli accarezzavano la nuca squadrata e massiccia. Li aveva comprati il giorno prima e non vedeva l'ora di metterseli. Erano così folti da fare invidia a un tricheco. Se li applicò con cautela sotto il naso, si alzò sulle punte per sembrare un po' più alto, si mise di profilo, prima a destra, poi a sinistra. Ed era così intento a rimirare la propria immagine riflessa che udì il rumore di passi sulle scale solo quando si fermarono davanti alla sua porta. Clienti! Maledizione! Dovevano disturbarlo proprio adesso? Sospirò e andò a sedersi alla scrivania. Qualcuno bisbigliava dietro l'uscio. Staranno ammirando la mia targa, pensò compiaciuto. Era nera, scintillante, con la scritta in caratteri dorati: Victor Getz, Detective. Investigazioni di ogni tipo. E non in una, ma ben in 3 lingue, dopo tutto. Erano molti gli stranieri che richiedevano i suoi servizi. Il battacchio non era meno pomposo, una testa di leone con un anello di ottone che pendeva dalle fauci. Per combinazione l'aveva lucidato proprio la mattina stessa. Che cosa diavolo stanno aspettando lì fuori? Bofonchiò tamburellando nervoso sul bracciolo della poltrona. Avanti, disse impaziente. La maniglia girò e nel salotto adibito a ufficio entrarono un uomo e una donna. Per qualche attimo esaminarono con diffidenza i cactus, la collezione di barbe posticce sulle mensole, i berretti, i cappelli e le parrucche di ogni sorta sull'attaccapanni, la gigantesca mappa della città e il pesante fermacarte a forma di leone alato. «Parla inglese?» chiese lei a dispetto del suo buon accento italiano. «Naturalmente», rispose Victor, indicando un paio di sedie. «L'inglese è la mia lingua madre. Che cosa posso fare per voi?» I due si accomodarono, un'espressione dubbiosa dipinta sul volto. L'uomo, seduto a braccia conserte, aveva un atteggiamento scostante. La donna fissava attonita i baffoni di Victor. «Oh, questi sono finti», spiegò lui togliendoseli. «Accessori indispensabili nella mia professione. Allora, qual è il problema? Furto, smarrimento di oggetti preziosi, scomparsa di persone care?» Senza dire una parola, la donna infilò una mano nella borsetta. Aveva capelli biondo cenere, naso a punta e labbra sottili che non davano l'impressione di sorridere spesso. L'uomo era un gigante, almeno 20 centimetri più alto di Victor. Il naso scottato e spellato, occhi piccoli e inespressivi. «Non è il tipo a cui piace scherzare», rilevò l'investigatore, imprimendosi nel cervello la fisionomia dei due sconosciuti. Faceva fatica a memorizzare i numeri di telefono, ma le facce, quelle no. Viste una volta, gli si stampavano in mente. «Abbiamo perso qualcosa», esordì la signora, mostrandogli un'istantanea. Parlava decisamente meglio l'inglese. E fu così che li vide. Anzi, pareva fossero loro a scrutarlo dalla foto. 2 ragazzini. Uno piccolo e biondo, la bocca aperta in un sorriso radioso. L'altro, più grande, capelli castano scuro, serio, con il braccio attorno alle spalle del primo,
come se volesse proteggerlo da tutte le cattiverie del mondo. Vielen Dank den beiden Leserinnen. Ja, der große Bruder, der den Kleinen vor allem Bösen in der Welt schützen möchte. Da möchte ich gleich noch drauf zurückkommen. Aber erst zu unserer Präsentation hinter unserem Rücken. Das Verhältnis von Illustration und Text. Cornelia, du hast als Illustratorin angefangen, habe ich gelesen, und dann beschlossen, dass du selber die Bücher schreiben möchtest, die dann auch deiner Illustrationen würdig sind. Das finde ich eine interessante Entschuldigung, meine Worte. Ich wollte nach dem Verhältnis zwischen Bild und Text fragen. Da gibt es ja viele Aspekte, die Illustrationen, die Verfilmungen. Nachher sehen wir ja einen Film, der nach dem Buch geschrieben worden ist. Aber du hast ganz ungewöhnlich auch einmal ein Buch nach einem Film geschrieben, nämlich Das Labyrinth des Faun, also die Reihenfolge, die man gerade nicht gewohnt ist. Wie halten sich für dich die Bilder zu dem Text? Allora, Ja, ich glaube, chiedo scusa. mi dispiace. Sì, inizialmente il ringraziamento a Cornelia Funke che gentilmente ha letto del suo libro e a Michaela Böhringer che ha letto la versione italiana. Bello, e sicuramente poi torniamo a quel passaggio che adesso abbiamo sentito. Però le primissime domande che il Presidente vuole fare sono quelle che riguardano appunto l'illustrazione, che è un aspetto interessante per chi appunto, come abbiamo già sentito inizialmente, ha iniziato come illustratrice e da lì, come ripeto, sono le parole del Presidente, hai deciso di scrivere te stessa i libri degni delle tue illustrazioni. Adesso sentiremo cosa ne dirai. Il Presidente ha voluto comunque dire sì, hai fatto illustrazioni, ma poi anche i tuoi libri sono diventati film, addirittura in quanto riguarda il labirinto del fauno hai scritto un libro dopo un film. Ecco, sentiamo un po' quali sono il ruolo dell'illustrazione nella tua opera. Grazie. Mein Protest kam daher, dass die Geschichten durchaus meiner Bilder würdig waren. Sie langweilten mich nur manchmal. Ich wollte Drachen zeichnen und keine Kinder auf dem Schulhof. In realtà ho protestato non perché non erano degni delle mie illustrazioni delle storie che illustravo, ma perché mi annoiavano. Io non avevo voglia di disegnare i bambini che giocarellavano nel campo scolastico o dopo scuola. Io volevo disegnare i draghi. Die Bilder eines Films sind, glaube ich, sehr viel mächtiger, was die Interpretation von Worten betrifft, und legen den Zuschauer auch sehr viel mehr fest. Die Buchillustration ist eine sehr alte Kunst, und ich glaube, dass sie, und das zeigen vielleicht auch diese Zeichnungen, obwohl die eigentlich so klein sind, geben dem Leser, glaube ich, manchmal einfach Orientierung und Information. Ich habe Kinder in Japan, die den Herrn der Diebe lesen. Wie sieht Venedig aus? Und dafür sind dann Illustrationen etwas sehr Nützliches. Ich glaube, die Illustration dient dem Wort und ergänzt das Wort, wenn die Beschreibung gar nicht fassen kann, wie so eine Stadt aussieht. Und das Bild das eben dann doch kann. Sie sind aber nicht so überwältigend und überschreibend, wie der Film beispielsweise es ist. Ja? Ma le immagini del film, di un film, spesso e volentieri sono più potenti dell'interpretazione delle parole. Ecco perché mi piacciono, appunto mi piace l'illustrazione di un libro, che è un'arte molto molto antica, e i disegni che qua vediamo ingranditi in realtà sono molto piccoli, se vogliamo aiuti di orientamento, piccole informazioni che in qualche maniera vogliono accompagnare il testo. Ecco, io ho letto
lettori, piccoli bambini, piccoli lettori in Giappone che si pongono la domanda: ma com'è fatta Venezia? Che immagine ha? Com'è questa Venezia? Ecco, le mie illustrazioni in qualche maniera sono a servizio del testo, lo allargano, ampliano la parola e descrivono tutto quello che la parola non può descrivere, senza però, e questo invece secondo me fa il film, senza sovraccaricare o sovrastare. Vielleicht darf ich en passant erwähnen, wir haben schon darüber gesprochen, aber das Publikum hat es vielleicht noch nicht gehört, dass Cornelia Funke vor 2 Jahren aus Los Angeles nach Volterra umgezogen ist, übergesiedelt ist und dort in der Nähe von Volterra ein Zentrum gegründet hat, bei dem junge Schriftstellerinnen und auch Illustratorinnen eine Zeit der Ruhe und des Arbeitens verbringen können. Und ich finde diese Symbiose von Bild und Text ein spannendes Konzept, ein spannendes Erlebnis. Es werden ja unterschiedliche Teile des Gehirns angesprochen, unterschiedliche Synapsen bilden sich und diese Kombination von Informationen, glaube ich, führen zu einer Intensivierung des emotionalen Erlebnisses. Ja, es ist ganz interessant. Ein guter Illustrator zeigt im Grunde auch Dinge, die der Text vielleicht nicht verraten hat. Ein guter Illustrator dekoriert nicht nur, sondern er findet auch die Dinge, für die Schwerworte zu finden sind. Du kennst es ja aus deiner Arbeit mit dem Mittelalter, dass das Bild ja manchmal das Einzige war, was die Armen lesen konnten. Ich glaube deshalb auch heute noch sehr an die Verpflichtung des Bildes, zu zeigen, zu enthüllen, zu erklären, aber manchmal natürlich auch nur zu verzaubern. Sì, qualche anno fa, pochi anni fa, Cornelia Funke si è trasferita da Los Angeles a Volterra e a Volterra ha fondato un centro per giovani scrittrici, scrittori, scrittrici e illustratrici per donare a loro un momento di silenzio e di riflessione, di potersi ritirare al proprio lavoro. E dice Presidente che secondo lui sicuramente questa simbiosi tra immagine e testo è una cosa assolutamente interessante, anche perché appunto sono anche a livello cerebrale due sinnassi che lì si possono incontrare. Questa è sicuramente una combinazione anche di informazioni che poi vengono insieme, molto intenso e molto importante. E la signora Funke invece, Cornelia, diceva sì, le illustrazioni poi, se sono fatti bene, non solo decorano, in qualche maniera accompagnano un testo, ma magari sono anche in grado di svelare delle cose che in realtà il testo non proprio esprime. Ecco, se magari si inventano delle cose che sono difficili, per i quali è difficile trovare le proprie parole. Ed ecco il riferimento alla professione del nostro presidente, storico della legge, e quindi fa un riferimento Cornelia Funke ai tempi del Medioevo, perché nel Medioevo sappiamo che appunto le persone non istruite, i poveri, erano in grado non di leggere, ma sì comprendere le immagini, e secondo Cornelia Funke tuttora è importante di poter comunicare con immagini. Ich erwähne das ganz kurz nur am Rande. In den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels gibt es Informationen, die der Text nicht liefern kann. Der Text beschreibt bestimmte rechtliche Verhältnisse, wann jemand Strafe bezahlen muss oder wann er sich freischwören darf und so weiter. Und auf der anderen Seite sind Bilder, an denen erkennt man die Frisuren, an denen erkennt man, wie lang die Kleider sind, welche Farben die Kleider sind. Die bestimmte Personengruppen tragen kurze, andere tragen lange Kleider. Und wenn ich so überlege, natürlich kannst du in deinen Texten diese Dinge beschreiben und man kann die sich dann auch vorstellen. Aber sie dann sozusagen hier das Angebot zu bekommen, wie eine Barke durch das dunkle Wasser schwimmt und dort ihre Spuren hinterlässt, das wäre im Text wahrscheinlich sehr langwierig und umständlich zu beschreiben.
Man braucht sehr viele Worte für ein Bild. Nicht? Und manchmal kann man mit Worten, ich habe mal ein Buch geschrieben über eine gotische Kathedrale, das in einer gotischen Kathedrale spielte. Da komme ich wieder zu asiatischen, indischen Lesern, die vielleicht so ein Gebäude noch nie gesehen haben. Schafft man das wirklich, mit Worten zu erklären, wie es aussieht? Ich glaube fast nicht. Aber ein Bild kann das dann eben doch. Und wie schön, wenn dann diese beiden Künste zusammenkommen. So wie ihr ja hier auch das interessante Konzept habt, dass Wissenschaft und Kunst zusammenkommen. Nicht? Und wir alle glauben an das zusammen, dass man dann ein bisschen besser wird. Citava brevissimamente il Presidente appunto l'illuminazione dello specchio di Sassonia, dove appunto da un lato abbiamo il testo legislativo vero e proprio, dove appunto veniva annotato chi quando veniva condannato, chi quando poteva, eccetera, eccetera, e di fronte c'erano l'immagine che però non andava a illustrare il testo legislativo, bensì raffigurava le figure dell'epoca e li raffigurava in qualche maniera suddividendo e in qualche maniera descrivendo i vari gruppi di persone attraverso il proprio abbigliamento, lungo, corto, l'acconciature. Ecco, era un modo per descrivere il mondo dell'epoca, ma al di là di quello che era il testo legislativo. Ecco, Victoria Funk infatti faceva poi riferimento a quello che illustrava il Presidente sul disegno, perché diceva, diversamente appunto di quello che fa Cornelia Funke, adesso vediamo la mappa di Venezia, ma prima abbiamo visto l'immagine dell'acqua di Venezia. Il professor Cordes illustrava che il disegno con una nota solo riesce a raccontare il movimento dell'acqua, per il quale magari la scrittrice ha bisogno di tantissima parola, ora che arriva a descrivere tutto. Sì, dice Cornelia Funke, abbiamo bisogno di tante parole per un unico immagine. Diversamente un'immagine può in pochissimo momento catturare e descrivere. Per esempio, racconta Cornelia Funke, ha scritto un libro su una cattedrale gotica. Ecco, come faccio, dice Cornelia, di descrivere a un lettore in India o nell'Asia in generale la conformazione di una cattedrale gotica? Ho bisogno di tantissime parole. Col disegno illustrativo invece no. Riesco a comunicare molto veloce. Ecco, sì, sono felice, dice Cornelia, quando queste arti vengono insieme, proprio come qui al Centro degli Studi Veneziani vengono insieme le arti, ma anche le scienze e gli studi. Ich würde gerne noch auf das Ende der Passage eingehen, die ihr vorgelesen habt. Der große Bruder, der seinen kleinen Bruder vor allem Bösen in der Welt beschützen möchte, und als ihm das nicht gelingt, da ist er verzweifelt. Das ist vielleicht der traurigste Moment in dem Film, als wir in dem Buch und im Film, wenn wir ihn erleben müssen, wie er merkt, dass er an dieser Aufgabe, die ihn überfordert, gescheitert ist. Welche Rolle spielt das Böse in deinem Film? Hier würde ich sagen, noch relativ moderat, aber es gibt andere spätere Bücher von dir, in denen das Böse völlig ungeschminkt und in äußerster Brutalität den Kindern, den Jugendlichen und den anderen Akteuren gegenübertritt. Das sind vielleicht gar keine Kinderbücher mehr. Sì, chiedo scusa, vorrei fare riferimento all'ultimo passaggio che abbiamo sentito prima, che hai letto, Cornelia, dove sentiamo che appunto c'è un fratellone che vorrebbe in qualche maniera tutelare il fratello minore, il suo fratellino, di tutto quello che è cattivo nel mondo. E sicuramente il momento più tragico nel libro, ma anche nel film che dopo vediamo, è nel momento in cui il grande fratello si rende conto che non è riuscito nella sua
intenzione vera e propria. Ecco, è un momento di tristezza, ma anche un momento del cattivo che va affrontato, che è un argomento che magari qui in questo libro il re dei ladri non è così importante, ma prenderà poi un ruolo più importante in libri più tardi, dove appunto il cattivo, il brutale viene descritto in modo molto esplicito. Ecco, il lettore infantile ma anche giovanile viene confrontato con il cattivo. E la domanda era questa: sono ancora libri per bambini o no? Ich habe 3 kurze Antworten, damit Petra nicht so viel übersetzen muss. Erstens, ich sehe mich als eine Geschichtenerzählerin. Und Geschichtenerzähler reden für alle Alter. Das heißt, ich denke eigentlich nie darüber nach, oder sehr selten, ob ich ein Alter ausschließe. Ich denke nie, ich schreibe nur für Kinder. Ich schreibe für Familien. Brevissime domande per brevissime traduzioni. Allora, in primis io sicuramente sono una narratrice di storia e scrivo per tutti, per tutte le età, e rarissimamente, anzi mai credo di pensare nel scrivere per chi sarà dedicato. Io scrivo per famiglie, per tutti. Zweitens, die Kinder wollen von dem Bösen hören. Wenn man den Kindern nicht vom Bösen erzählt, ist das, als wenn ein Monster in ihrem Schrank klopft und man sagt ihnen, sie bilden sich das ein. Secondo, i bambini vogliono sentire e saper raccontare del cattivo, perché se noi ai bambini non raccontiamo del cattivo, sembra come se un mostro bussasse al loro armadio e noi invece diciamo che è solo frutto di immaginazione. E la paura cresce. E quindi la paura Sì. cresce. Drittens, mich hat das Böse schon immer sehr beschäftigt als Kind, weil ich als Deutsche geboren bin. Ich habe mich schon als Kind gefragt, wie ist das möglich, was in meinem Land passiert ist. Ich erinnere mich, dass mich das zutiefst beschäftigt hat. Was ist das Böse? Wie können Menschen einander das antun, was ich da höre, was sie einander angetan haben? E terzo, già da bambina mi sono occupata del male, del cattivo, perché sono nata in Germania e sin dalla mia infanzia mi sono domandata come fosse stato possibile in quel paese che si sia fatto così tanto male tra persone e tra uomini. Das Deutsch zu sein hat mir beigebracht, das Böse sehr ernst zu nehmen. E l'essere tedesca mi ha insegnato di prendere molto sul serio il male. Wenn ich an Figuren wie Capricorn im Tintenherz denke, dann frage ich mich, fühlst du dich Astrid Lindgren mehr verbunden oder Stephen King? Se io invece penso a figure come Capricorn nel Tintenherz, che è il cuore d'inchiostro, famosissimo libro, mi domando se è più vicino ad Astrid Lindgren oppure a Stephen King. Erstmal, Albrecht, du beweist meine Theorie, dass man Erwachsene viel leichter erschrecken kann als Kinder. Innanzitutto, Albrecht, mi confermi la mia teoria che gli adulti sono molto più facilmente impressionabili dei bambini. Die Kinder erinnern viele Dinge noch nicht an etwas, was sie erlebt haben. Semplicemente perché i bambini le cose che leggono non hanno una memoria connessa a cose che hanno vissuto e che hanno potuto sperimentare. Aber um deine Frage zu beantworten, ich kann Stephen King nicht mal lesen. Macht mir viel zu viel Angst. Ma per rispondere alla tua domanda, in realtà io non leggo più Stephen King perché mi fa troppo paura. Aber es gibt kaum einen Menschen, den ich mehr bewundere als Astrid Lindgren. Ma non c'è quasi nessuna persona che ammiro di più che Astrid Lindgren. Auch bei Astrid Lindgren gibt es ja dunkle Passagen, die Brüder Löwenherz, die sterben. Also es ist ein Brüderpaar, fast wie das wir gleich sehen werden. Ich möchte, das ist auch eine Geschichte vom Weltenbauen und vielleicht meine letzte Frage zu deiner Passion
für die Erschaffung neuer Welten, die sich öffnen, sei es, weil jemand andere Personen in ein Buch reinlesen kann oder weil man durch einen zauberhaften Schrank in eine andere Welt geht, wie bei Reckless. Ist das richtig beschrieben, dass du dich als Weltenbauerin gerne beschäftigst? Sì, Astrid Lindgren, anche Astrid Lindgren ha dei personaggi, dei protagonisti importantissimi come i fratelli Löwenherz, Cuor di Leone, che sono due fratelli che muoiono e sicuramente vediamo tantissime analogie a questa coppia di fratelli che adesso vedremo nel film che segue il suo libro. Per concludere la mia domanda si rivolge a quello che sono ed è il costruire mondi. Perché chiaramente tu con i tuoi romanzi, Cornelia, crei dei nuovi mondi e fai entrare attraverso la lettura le persone in nuovi mondi che crei, per esempio pensando a Reckless, proprio la possibilità di andare attraverso un armadio in un nuovo mondo. E questo è questo che tu credi anche sia la tua vocazione di essere una creatrice di mondi? Ich erschaffe die nicht. Ich finde die. E trovo. Sì? Non le creo il mondo, li trovo. Und die sind immer nur mein Liebeslied an diese Welt. Weil alle Welten, die wir erfinden, sind immer nur diese Welt. Wir können uns keine andere vorstellen. Semplicemente perché qualsiasi racconto, qualsiasi narrazione sono sempre dichiarazioni d'amore a questo nostro mondo. Non possiamo inventarci storie se non storie che conosciamo attraverso questo nostro mondo. Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort, eine tolle Schlussbemerkung. Die fremden Welten, die natürlich von unserer inspiriert sind und abgeleitet sind, sind am Schluss Liebeserklärungen zu unserer eigenen Welt. Und vielleicht darf ich es damit einfach abschließen und dir ganz herzlich für deine offenen und ehrlichen Antworten danken. Das war das erste Interview, das ich in meinem Leben geführt habe. Und es hat mir großes Vergnügen bereitet. Aber vielen Dank auch an Petra Schäfer. Am Anfang waren wir noch nicht so im Schwung, haben immer so große Texte überlassen. Und sie hat das ganz glänzend gemacht. Auch dafür vielen herzlichen Dank. Danke. Un meraviglioso concludersi della serata sicuramente di parlare dei mondi lontani che sono comunque ispirati al proprio nostro mondo e la propria dichiarazione d'amore a questo nostro mondo che viviamo. Quindi grazie per la sincerità con la quale hai eseguito le mie domande, che ti sei dedicato a questo nostro pubblico. È stato un grande divertimento ed è stata la mia prima intervista in assoluto. Un altro applauso per il Presidente. È stato molto divertente, vi ringraziamo.